Servus miteinander, willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Ja, schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute geht es mal wieder um Messer. Und zwar geht es mal wieder um Verlängerungsmesser. Ich habe ja mal ein Verlängerungsmesser-Video gemacht, das das sehr gut angekommen ist. Das hat auf TikTok, glaube ich, fast 1 Million Aufrufe. Ja, schaut mal rein, ich verlinke euch das unten. Und zwar für jeden, der nicht weiß, was ein Verlängerungsmesser ist, und deswegen diskutieren auch da ganz viele drüber. Das ist ein 42A-konformes, langes Abfangmesser. Brotzeitmesser, Taschenmesser. So schaut es aus, wenn es zugeklappt ist. Ich habe eine Lederscheide und ich sage es noch einmal dazu, jeder, der mitquatschen will, lest euch vorher den Paragraphen 42a durch, dann braucht man nicht rumdiskutieren, weil wahnsinnig viele Leute schreiben, das ist kein Klappmesser, das stimmt nicht, was auch immer. Da steht es genau drinnen, dieses Messer dürft ihr immer führen. So, jetzt kommen wir zum coolen Teil. So ist es ein ganz normales Brotzeitelmesser. Und so ist es einfach ein richtig schönes, großes Messer zum Abfangen oder was auch immer ihr damit vorhabt. Zum Wurstbrot schmieren, da klappt es wieder zu. Zweihandbedienung. Unter 12 cm, wobei das bei einem Klappmesser, das man mit 2 Händen nur öffnen kann, keine Rolle spielt. Es darf nämlich so lang sein, wie es möchte, laut Paragraph 42a. Und da könnt ihr so viel diskutieren, wie ihr wollt. Es ist halt einfach nur mal so. Ja, woran geht es heute? Heute geht es darum, es gibt nämlich dieses Messer von 2 Herstellern. Es gibt dieses Messer von Otter und es gibt dieses Messer von Puma. Beide aus Solingen, beide heißt es immer baugleich. Kosten ungefähr, ich glaube 400 Euro kostet es pro Messer auf jeden Fall. Da wahrscheinlich nur wenige so verrückt sind und beide haben, habe ich mir gedacht, mache ich einen Vergleich. Damit ihr mal seht, diese 2 schönen Messer, was da der große Unterschied ist. Beide aus Solingen, beide eigentlich die gleiche Klinge, beide das gleiche Gerüst, beide aus Horn, beide zum Aufklappen, beide von derselben Funktion und beide doch relativ unterschiedlich. Ich hole euch da jetzt näher her und dann erkläre ich euch das mal so im Detail, weil das Prinzip, die Länge und die Abmessungen eigentlich die gleichen sind. Ich sage eigentlich, weil sie sich ein bisschen unterscheiden natürlich. Und ich kann jetzt auch nicht sagen, es wird auch kein Fazit geben, welches jetzt das bessere Messer ist, weil die nämlich beide ziemlich unterschiedlich sind. Das sind die 2 verschiedenen. Gibt es noch eine Großaufnahme für euch, damit ihr das genauer seht? Dann fangen wir schon mal mit dem Erklären an. Ich hole euch jetzt näher her, dann gehen wir das alles durch. Was natürlich von der Weite schon auffällt, sie haben 2 völlig unterschiedliche Messerscheiden. Ja, kommt näher her, viel Spaß bei dem Video. Klappen wir sie erstmal beide aus, damit ihr das einmal seht. So, das sind diese 2 schönen Messer hier. Das ist das Puma, das ist das Otter. Die 2 Scheiden habe ich euch ja schon gesagt. Das Puma-Messer hat diese hier, die so ein bisschen wie so ein Revolvertäschchen ausschaut. Das Otter-Messer hat diese hier, das ist einfach so eine Steckscheide, wo man dann hier oben halt das Messer befestigt. Also vielleicht fangen wir mal mit einem geschlossenen Zustand an. So. Ich muss sagen, beide kommen nicht so wahnsinnig scharf daher. Es ist halt schon, man kann sie nachschleifen. Es ist nicht so, dass man gar nicht damit arbeiten kann, aber es ist jetzt nicht das schärfste Messer, was ich jetzt jemals neu verpackt aus der Hülle gezogen habe. Also so schauen sie aus, die beiden. Haben natürlich schon ein bisschen so Kampfspuren. Weil, wie gesagt, ich nehme ja Messer her, ich schaue mir die ja nicht einfach nur an. Also ich glaube, zur Scheide muss ich nicht viel erzählen, weil ich denke mal, dass euch das Messer deutlich mehr interessiert, als wie die Scheide. Sitzen beide relativ hoch und sonst gibt es dazu eigentlich nicht so wirklich viel zu sagen. Sind beide relativ robust. Man kann das hier mögen, man kann das hier mögen, je nachdem, was man halt praktischer findet. Jedem im Endeffekt selbst überlassen. Kommen wir zum Messer. Fangen wir mit dem hier an. Der größte Unterschied, das sage ich jetzt gleich voraus, der mir aufgefallen ist, das Puma-Messer hat eine dickere Klinge, fast um 1 mm. Der Stahl von der Klinge
Auch wenn alle sagen, es ist immer das Gleiche. Der Stahl ist deutlich weicher. Ich habe mit beiden geworfen. Ich weiß, man sollte das nicht machen, aber ich wollte es halt einfach ausprobieren. Und ich habe bei diesem hier die Spitze verbogen. Und zwar ohne großartigen Aufwand. Ich habe es jetzt natürlich wieder gerade geklopft. Ist auch okay geworden. Also was heißt okay? Man sieht es nicht mehr. Aber weicherer Stahl, komischerweise. Härterer Stahl, aber dünner. Da, schöner Vergleich. Dann vom optischen her ist es natürlich so, bei dem Messer hier, Saufhänger, Hubertus, Otter, sind so kleine Messing-Applikationen drinnen. Das heißt, die Parierstange, diese Teile, die Stringer, wie auch immer die beim Messer heißen, die sind aus Messing. Das sind sie bei diesem hier nicht. Das sind auch richtig schöne Messingteile, die hier rausgebogen sind. Und das ist hier wahrscheinlich so ein Gussteil, das hier einfach eingesetzt ist. Und man sieht auch hier schön am Griff, dass dieses Mittelteil, das hier ist deutlich breiter, um 1 mm, als das hier in der Mitte. Klar, wegen der Klinge. Was auch extrem auffällig ist bei dem Messer hier, ist das hier ziemlich locker drinnen. Bei dem Messer ist das hier durch die Feder noch zusätzlich unterstützt. Das heißt, das klappt hier ein. Das fällt hier nicht raus. Bei dem Messer hier, wenn ich es umdrehe, dann wackelt das umeinander. Das passiert hier bei diesem Messer hier nicht. Da ist es fest. Und wenn es so ist, ist es auch fest. Das ist einmal so von der Mechanik einer der großen Unterschiede. Und dann, wenn man näher hingeht, dann sieht man hier auch, dass das eine andere Art und Weise ist, wie das verschließt. Die Feder, diese Rückholfeder, die diesen Stift hier unterstützt, die liegt hier drinnen offen. Das heißt, ihr seht hier, wie sich diese Feder bewegt. Da drinnen. Da. Und dann kann man es klappen. Bei dem anderen Messer, beim Puma-Messer, ist es so, dass die Feder hier drinnen versteckt ist. Das heißt, wenn ich dieses Messer hier habe und ich drücke hier drauf, es geht immer hier über diesen Hebel. Der Hebel quasi, da ist die Kraft drauf und wenn ich da drauf drücke, dann zieht er diesen Stift raus. Da ist die Feder innen drinnen. Macht dieses ganze Teil vom Mechanismus so ein kleines bisschen stabiler. Also es fühlt sich ein bisschen massiver an und es hört sich auch vom Einrasten her, ihr hört es, das hört sich anders an. Aber ich habe immer dieses Teil hier im Weg. Das ist immer hier so lapprig umeinander. Beim anderen, wenn ihr das euch anhört und es rastet ein, hört man es gar nicht. Es rastet halt einfach schön, sauber, leise, rastet es hier ein. Ja, das ist mal so von der Mechanik her der größte Unterschied. Und das kommt zwar am Anfang so ein bisschen lappriger rüber, es ist aber so, wenn das hier einrastet, dann habe ich das nicht mehr im Weg. Bei dem hier, wenn das einrastet, dann fliegt das hier umeinander. Und es ist halt einfach auch nicht Messing. Man muss das halt mögen. Griff ist auch ein großer Unterschied. Die sind ein bisschen unterschiedlich gearbeitet. Das kann aber natürlich sein, dass das je nach Charge ist, wie halt dieses Horn ausfällt und dass halt dann der restliche Messer natürlich angeglichen wird, wie man das halt sonst auch macht. Das Otter-Messer, da ist der Griff halt wesentlich massiver. Der ist ein richtig fettes Teil ist da der Griff. Und beim anderen ist er halt hier so ein bisschen schlanker und ein bisschen kleiner. Und wenn man rumgreift, man sieht es, greift man sich wieder selber an den Ballen. Wenn man bei dem rumgreift, ist hier deutlich weniger Platz. Parierstange, Abmessung, Griffabmessung, Griffgröße, Griffform ist alles das gleiche von oben. Aber von der Seite sieht man schon einen deutlichen Unterschied, dass dieser Griff deutlich brutaler ist und der hier wesentlich schöner runtergefeilter und schlanker ist. Und auf der Rückseite ist es genauso. Da ist halt dieser Griff, das ist einfach ein deutlich mächtigerer Griff als der andere. Da sieht man relativ schön auch diese Geschichte mit dem Messing, was ich euch erzählt habe. Da sind halt diese 2 Messingstringer drinnen. Die gibt es halt hier bei dem Saufhänger von Puma, gibt es die halt gar nicht. Das ist der Verschluss. So schaut der aus der Nähe aus. Das ist der stabile, der hier einrastet. Das ist der lapprige, der halt hier einfach rumhängt. Klingenstärke habe ich schon gesagt. Man sieht es hier ganz schön, hoffe ich. Das ist die dünnere, härtere. Das ist die dickere, weichere Klinge. Und auch ein großer Unterschied ist der, hier unten sieht man,
dass das hier gerade ist und dass hier die Klinge nochmal geführt wird. Was nur da dazu führt, dass bei dem hier, wenn ich die Klinge einklappe, dann stößt mir die hier an. Da stößt mir die Klinge an und ich zerkratze mir natürlich da so ein bisschen das Messer. Man sieht es hier schön. Da kratzt es ins Messer rein. Bei dem Messer ist es so, die stößt mir jetzt halt hier nicht an, weil da ein bisschen mehr Luft ist. Also das bewegt sich hier ein kleines bisschen, aber ich zerkratze mir die Klinge hier vorne, da wo es reingeht. Da mache ich mir Kratzer in die Klinge. So, was für Sammler vielleicht wichtig ist, für Benutzer völlig unwichtig, weil das Messer halt einfach benutzt gehört. So, beide sind hier mit 6 Messingstiften verpinnt. Und bei dem ist es so, es kommt mir so vor, wenn ihr euch das Loch hier anschaut, dass der Sicherungspin, wenn das zu ist, der hier einrastet, dass der ein klein wenig dicker ist als der Sicherungspin bei dem hier. Kann natürlich sein, dass das täuscht und dass es genau die gleiche Größe ist, weil man sieht nicht so richtig hin. Der hier, der wandert auch nicht so weit raus wie der andere Pin und der rastet halt schön ein. Aber ich glaube, dass der Sicherungspin vom Puma Messer ein kleines bisschen dicker ist. Man kann es ja mal hier so herhalten, dass man es sich genau anschauen kann. Mit der gleichen weiten Öffnung. So, da seht ihr, dass das Loch da ein bisschen weiter rauskommt. Was jetzt hier auf dem Video so ausschaut, also die Klingen haben die gleiche Stärke. Diese Stärke hier, also die Klingentiefe, das ist bei beiden dieselbe. Das schaut jetzt nur auf dem Video ein bisschen unterschiedlich aus. Das Einzige, was ganz klar ist, dieses Maß hier, dünner, dicker, weicher, härter. Beschriftung auf der Klinge ist bei beiden völlig unterschiedlich. Klar, da steht natürlich Puma drauf. Auf dem hier steht eine ganze Menge drauf. Hubertus, Saufhänger, tralala, ganze Lebensgeschichte ist hier auf der Klinge droben. Also ich tausche das jetzt mal aus, dass ihr seht, die Klingen sind tatsächlich gleich groß. Es kommt nur immer darauf an, wie ich die Messer halte. Jetzt auf dem Video, welches halt vorne, welches hinten ist, dass es so unterschiedlich ausschaut. Also die Abmessungen sind tatsächlich dieselben. Das wären jetzt mal so die Hauptdinger, die unterschiedlich sind. Da seht ihr nochmal richtig schön die Unterschiede. Der Griff ist richtig dick hier. Dann kommt Messing, dann kommt Stahl, dann kommt Messing, dann kommt wieder Horn. Und bei dem ist einfach Horn, Stahl, 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 Horn. Und von der Länge und von der Form ist es genau dasselbe, wenn man es praktisch so herlegt. Da seht ihr schon, das klappt einfach dann schon wieder weg, wenn man das Messer ein bisschen bewegt. Das sind die Unterschiede. Das ist ein wesentlich dickerer Griff. Und ich finde das eigentlich, also mir taugt der dickere Griff wesentlich besser als der hier. Das ist halt ein elegantes Messerdesign, auch von der Seite hier. Aber das Werkzeug, oder das Feeling von dem Werkzeug, das kommt halt bei dem hier deutlich besser auf. Ich kann es euch nicht sagen, was mir lieber ist. Mein Hauptkritikpunkt bei dem hier ist einfach das hier, weil dieses Teil einfach immer im Weg ist. Und bei dem ist es einfach so, es ist immer fest, egal ob ich so stelle, ob ich so stelle, so. Es ist einfach unbeweglich. Und wenn einem Messing besser gefällt, ist natürlich das die bessere Wahl. Wenn einer große Hände hat, dann liegt es einfach besser in der Hand, weil man sich nicht selber auf die Finger greift. Das hier ist so schmal, ihr seht es, da fehlt einfach was im Umfang. Und einen leicht unterschiedlichen Schliff am Ende des Messers haben sie auch. Aber das ist vielleicht auch wieder
Chargen und produktionsbedingt, dass man die halt nicht gleich schleift. Aber ihr seht, wenn ich so drehe, seht ihr, was ich meine, dass hier diese Seite deutlich höher gezogen ist, als es bei dem hier ist. Die fängt hier recht schlank an und endet dann hier auch recht schlank, und diese ist ziemlich breit und geht hier rauf. Beide natürlich nicht von der anderen Seite scharf geschliffen, weil sonst hätte man natürlich wieder ein Problem mit dem 42A. Und so kann man einfach nur sagen, es sind zwei wunderschöne Messer. Und ihr hattet jetzt tatsächlich mal die Möglichkeit, beide direkt nebeneinander im Vergleich zu haben. Und ich denke mal, dass ich euch jetzt auch wirklich die gesamten Unterschiede da erzählt habe. Jetzt nochmal hier für euch vor einem anderen Hintergrund, damit ihr seht, dass die Klinge aus einem komplett anderen Stahl ist und auch völlig anders gearbeitet ist. Das hier, das ist das Otter und das ist das Puma. Und das ist so eine richtig rausgeschliffene Klinge, wo man das noch sieht, wie die bearbeitet ist. Und das schaut eher mehr so nach verchromter Deko-Klinge aus. Jetzt mal so im direkten Vergleich, und das ist mir selber auch noch nie aufgefallen, sieht man, dass die Klingen völlig unterschiedlich sind. Auch wenn sie die gleiche Form haben und auch wenn sie angeblich baugleich sind. Das hier, zur Erinnerung, war die schmale, harte. Das hier ist die breitere, weiche Klinge. Kann ich jetzt halt nur rein aus Erfahrung sagen. Ich habe keine Ahnung, was es für ein Stahl ist. Die hat es mir in der Spitze verbogen, diese hier nicht. So, meine Spätzeln, das war's mal wieder aus dem bayerischen Outback. Ich hoffe, ich habe euch da einen ganzen Haufen darüber erzählt, über dieses schöne Messer. Was soll ich sagen? Puma und Otter. Solingen. Das Puma-Messer heißt einfach nur Puma-Messer. Das Otter-Messer, das ist der Hubertus Saufhänger von Otter. Ja, kauft keinen Klump, müsst weniger wegschmeißen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. 40.